Ich habe mal ein Buch gelesen und dort ist drin gestanden, und das hätte ich euch mitgegeben, dort ist drin gestanden, hey, mit Gott ist nichts unmöglich und wir sollen wirklich gross träumen mit ihm. Und dann ist da drin gestanden, wenn dein Traum dir nicht Angst macht, dann ist er zu wenig gross. Und das finde ich mega ein gutes Ding, wirklich, dass ihr das mitnehmen dürft. Hey, träumt gross, habt grosse Träume mit Gott und er muss nicht Angst machen, der Traum. Das ist der LiveNet-Talk direkt vom Leuenfest. Wir feiern hier bei iSolutions heute, also gerade direkt vor Pfingsten, jetzt das Fest miteinander. Und darum einfach mal können wir das so machen mit einem herzlichen Applaus für alle, die hier immer LiveNet-Talk schauen, starten. Ja. Das ist schon mal der Beweis, dass ich noch nicht irgendwas erzählen. Genau. Und wir haben Leuenfest, wie schon gesagt. Und heute ist schon so etwas Neues, das wir lancieren. Nämlich, ab jetzt sind die neuen Chutzpe-Shirts beziehbar, die so ein bisschen stehen eben für das hebräische Wort Chutzpe. Die Definition von dem ist ja hebräisches Wort kluge Unverschämtheit, charmante Hartnäckigkeit, manchmal sogar Wagemut und Frechheit. Das ist das, was ihr vielleicht schon ein bisschen mitbekommen habt. Und zum Einstieg in den Talk tue ich den beiden Gästen vom ICF Bern, der Klaus Burkhalter, Pastor einerseits, und nachher der Chris Kummer, der Worship-Pastor ist im ICF Bern, manchmal schon predigen und genau, verschiedene sozusagen Hüte hätten sie natürlich so schon noch, aber frage ich die zwei als erstes, welche Farbe das sie rauslesen? Ist eigentlich euch mal so ein Chutzpe-Shirt zum Start? Ein beiges. Okay, also so. Mhm. Das ist der Farbe, die dir steht. He? Ich hoffe es. Chris? Ich glaube, ich nehme jetzt dunkelgrün. Ja, super. Also, ob ihr von der Grösse her könnt ihr dann noch schauen, ob es passt, oder anprobieren. Und wunderbar, seid ihr da schon parat. Also, steigen wir jetzt aber ein, da das Geplänkel von der Feld. Hei. Also, Klaus und Chris kennen sie beide schon ein Zeitchen, weil ich selber jetzt so 3 Jahre bei Teil vom ICF Bern und in der Kleingruppe auch beim Klaus dabei war. Und ich fange bei dir an, Klaus. Das Leuenfest, das wir eben heute feiern, bringt mich natürlich auf die erste Frage. Wo hast du so Leuenmut schon beweisen in deinem Leben? Das ist ganz unterschiedlich. Also, wenn ich daran denke, muss ich noch anlassen. Ja, warte, ich glaube so, ja. Also ich habe schon als kleiner Bub Mut beweisen, ich bin als Bauernbub aufgewachsen und ich wollte immer Bauer werden. Und dann ist es um die Sekprüfung gegangen. Und dann mussten wir in die Sekprüfung gehen auf Königs, aber ich bin in Schlien ausgestiegen zum Porsche, weil wir eine Viehshow hatten. Das heisst, ich bin nicht in die Sekprüfung gegangen, mir war wichtiger zu wissen, wie viele Punkte hat unser Blümchen, das ist unsere beste Kuh im Stall. Und so war der Vater recht erstaunt, als ich in der Sekprüfung plötzlich dort bei ihm die Schlien auftauchen. Und das hat mir mega Mut gebraucht, aus dem Porsche rauszusteigen und zu sagen, jetzt mache ich das, was mir wichtiger ist. Ja. Genau das zweite Mal, was es Mut braucht, ich habe nicht real gemacht, weil die Sekkommission hat gesagt, ja gut, der will nicht in die Sek, also soll nicht in die Sek. Ich habe die Prüfung nachmachen. Und dann habe ich die Prüfung gemacht für Semmer, als Realschüler. Und dann habe ich als Beste abgeschnitten. Von allen zusammen. Und dann musste ich zum Direktor gehen. Und es hat recht Mut gebraucht, weil der mich mega herausgefordert hat, immer wissen, wo hast du beschissen. Es kann nicht sein, dass ein Realschüler besser ist als alle Sekschüler. Das hat mich mega Mut gebraucht, den herzustellen und sagen, ich habe gelernt, es ist mir auch gut gelaufen. Und dann ist das Leben so weitergegangen. Mutig ist dann geworden, als ich Kirche angefangen habe. Weil ich wusste, ich war ja Berufsschullehrer und vor 25 Jahren haben wir in ICF Bern gestartet und ich wusste, wenn ich das mache, das ändert mein ganzes Leben. Ich hatte einen guten Lohn als Berufsschullehrer, ich hatte 14 Wochen Ferien gehabt. Ich habe wirklich 14 Wochen Ferien gemacht. Und, das ist wirklich super. Jetzt können wir ja ehrlich sein. Ja, genau. Ich habe nicht so viel vorbereitet in der Ferien, wie man das heute macht. Das war dann noch ein bisschen andere Zeit. Okay. Aber ich wusste, wenn ich ins Kino anfange, das ändert alles. Meine Familie ist im Schaufenster, ich bin im Schaufenster, ich lebe von Spendengeldern. Und klar ist Gott mein Versorger, aber es sind gleich Spendengelder, wo ich davon lebe nachher. Und das haben wir wirklich lange überlegt, soll ich das wirklich machen.
und hat mit Gott darum gerungen. Und er hat es dann bestätigt, einisch, und ich hatte dann Schiss gehabt, habe mein Lied nochmal ausgelegt, weil ich Angst hatte vor diesem Schritt. Und dann hat er es wieder bestätigt, hat es noch einmal bestätigt. Dann habe ich gewusst, okay, wenn ich heimkomme, dann fange ich mit dieser Kirche an. Ja. Und Mut hat es gebraucht vor 12 Jahren, als wir die neue Halle gekauft haben. Merkt ihr, ist ein Prediger. Ja. Gut. Die hören ist gut. Aber dann machst du mit einer Kirche, mit ein paar hundert Leuten, kaufst du eine Halle für 4 Millionen und du weißt nicht, wie soll ich das finanzieren. Und das ist ein recht mutiger Schick aufs Wasser. Yes. Merci, Klöser. Ich frage auch bei dir, Chris. Vielleicht ist es so einfach etwas, was aktuell, weißt, so musst besonders stehen und wo du merkst, hey, da muss ich eigentlich eben immer wieder den neuen Mut aufbringen. Ja, bei mir ist es wahrscheinlich beim Arbeiten immer wieder, vielleicht kennen das andere, ich arbeite mit sehr vielen jungen Leuten zusammen und die meisten, also wirklich fast alle sind eigentlich nicht Christen. Und dann dort wirklich herzustehen und wirklich für den Glauben einzustehen, braucht immer wieder Mut. Aber hat auch glaube ich, riesen wie so, Ergebnis. Ich glaube, Gott sieht unseren Mut. Und wenn wir mutig sind, gibt es dann auch die Erlebnisse und die Resultate, die wirklich so riesig sind. Und darum, das ist so ein bisschen etwas, wo ich merke, wo nicht mutig sein, wirklich herzustehen, im Glauben während dem Arbeiten. Genau. Und man kann ja vielleicht schon auch sagen, dass man so ein bisschen das Bild bekommt, was arbeitet ihr denn, Chris, oder? Genau, ich bin Geschäftsleiter vom Kino im Westside. Und genau, dort habe ich halt eben alles meine Mitarbeiter oder meine sind eigentlich alles Studenten zwischen 18 und 23 und sehr viel eben so auf der Suche, sehr viel mit sehr vielen Fragen, grosse Fragen. Und ich liebe es, mit denen unterwegs zu sein, mit diesen Fragen herzustellen und die dürfen zu beantworten. Ja, super. Ja, du hast ja eine total spannende Geschichte. Wir haben ja auch uns getroffen, einmal schon ein bisschen zum Vorgespräch oder, auf der grossen Schanze und zusammen eben darüber gehabt, was du alles schon eigentlich gemacht hast. Und du bist ja noch so jung, oder? Und bist so auf der Welt herumgekommen. Kannst du uns mal dort schnell ein bisschen reinnehmen? Ja, als ich etwa 20 war, hat eine Kollegin von mir gesagt, hey, mach da eine Jüngerschaftsschule in Hawaii. Und er hat gesagt, das wäre auch etwas für dich. Ich war immer einer, bist schnell auf etwas begeistert, aber wenn es nicht darum geht, das zu machen, dann bin ich so ein bisschen, vielleicht irgendwann mal. Und sie hat mich dann mega gepusht, hat gesagt, hey, komm, mach doch das, komm doch mit, mach doch so eine Jüngerschaftsschule. Das habe ich dann gemacht. Ich habe dann in Hawaii so eine Surf-Jüngerschaftsschule gemacht. Bin dann 3 Monate Outreach auf Indonesien, dort wirklich den Leuten von Jesus erzählen. Bin dann heimgekommen in die Schweiz für 2 Jahre und dann hat Jesus mir wirklich an die Stimme gehört und gesagt, hey, du musst zurück dorthin, ich will dir Mission, ich will, dass du voll Gas gibst. Bin dann zurück, habe dann wieder ein Team nach Indonesien leiten, eins sogar nach China und das nach China hat mich wirklich mega geflasht, wirklich so, wir haben mit Underground Churches in China Zusammenarbeit haben. Und das war für mich wirklich so ein riesen Erlebnis gewesen, dort, weil wirklich das Missionieren ist eigentlich verboten in China und dann wirklich mit diesen Churches zusammenzuarbeiten, die wirklich in diesem Underground sind. Das war wirklich für mich ein riesen Erlebnis gewesen. Ich habe dann meine Frau lernen kennen. Sie ist aus Kanada. Wir haben uns dann entschieden, in die Schweiz zu kommen. Eigentlich hatten wir vor, nur 2 Jahre in die Schweiz zu kommen. Wir haben dann zurück nach Hawaii, zurück in die Mission. Dann ist das ganze Corona-Zeug losgegangen. Wir haben uns dann entschieden, hey, komm, dann bleiben wir in der Schweiz. Haben dann Kinder bekommen. Wir haben jetzt 2 Töchter, die sind 1- und 3-jährig. Und sind immer noch am Hören, was Gott vorhat. Ich weiss, der Kleusel würde mich nicht gerne lassen. Und hat Freude. Nein, sind wir jetzt schon 6 Jahre hier. Aber der sicher auch der Leuenmut, immer wieder auf Gott zu hören, hey, was ist dein nächster Schritt, was hast du vor mit uns, wo willst du uns haben? Und dort wirklich, dort ist auch meine Frau wirklich ein riesen Vorbild. Sie sagt, hey, wenn Gott etwas sagt, wir wollen dem nachgehen, wir wollen nicht warten, sondern wir wollen wirklich seiner Stimme nachgehen. Ja, danke vielmals, Chris, dass du uns da ein bisschen reinnimmst. Und viel, natürlich eigentlich auf der ganzen so Reise ist ja immer Worship auch ein Thema gewesen, gell? Das können wir auch noch schwingen schon hier. Genau, das vielleicht habe ich vergessen, ich habe noch Worship-Schule gemacht. Das war so eine Reise-Worship-Schule. Wir sind dann durch 15 Länder gereist, haben überall so Worship-Nights gemacht. Wir haben manchmal fast nicht gewusst, wo wir sind. Wir haben manchmal ins Auto eingestiegen, weitergefahren für 6 Stunden, dort wieder eine Worship-Night gehabt. Wirklich, wir sind quer durch Europa bis auf Gibraltar, dann
zurück in ganz Norden und dann noch für einen Monat nach Israel. Wir haben wirklich überall so Worship Nights gemacht und das war wirklich ein geniales Erlebnis gewesen. Ja. No, eine Mini-Worship Night erleben wir dann auch noch, gell? Wenn die noch ein bisschen loslegen. Yes, das einfach exklusiv halt für die hier sind. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich werde wieder zum Kleusel überschwenken, wo wir jetzt wirklich eine Zeit zusammen haben, verbracht haben, mit dem, dass ich auch Teil dieser Kirche zu Bern jetzt war, im ICF Bern. Und mich schon sehr beeindruckt zu beobachten, was jetzt abgegangen ist, was für ein Aufbruch ist. Wir haben es schon benannt als Move of Bern, oder? Also Move of God in Bern. Und du hast es so nämlich selber bezeichnet in der Predigt, oder irgendeinem Visionssonntag. Wie zeigt sich das? Es ist interessant, wir machen eigentlich genau das Gleiche wie immer. Wir machen nichts anderes. Aber es scheint, dass Gott seine Hand irgendwie bewegt in dieser Schweiz oder in dieser Stadt Bern. Oder jetzt sichtbar bei unseren Kindern. Wir haben einen Jüngerschaftskurs gestartet. Da sind 80 Leute gekommen, die Interesse haben, also so Jüngerschaftsthemen anzuschauen. Wir haben Alpha Live-Kurs gestartet. Da sind auch 80 Leute gekommen. Am Anfang 100 und dann 80. Sind dort geblieben. Wir haben ein Musical gemacht, wo wir den Leuten haben die Möglichkeit gegeben, ein Übergabegebet zu machen. Und da haben 420 Leute können ein Kreuzchen nehmen als Erinnerung, dass sie das Gebet gemacht haben. Aus einem Topf rausnehmen, sind 420 Kreuzchen weggegangen. Und natürlich, vielleicht haben einige ein Kreuzchen mit noch als Erinnerung. Das ist einfach so. Ja. Aber das ist krass. Und wir konnten noch Scherben mitnehmen, weil sie gemerkt haben, in ihrem Leben ist Zerbruch und sie den Prozess angehen. Und da sind über 1000 Scherben weg. Also da merkst du einfach, die Leute sind offen, die Leute sind bereit, sich Gott wieder zu begegnen. Freunde, Kollegen, die wir eingeladen haben Kreuzchen, Scherben genommen. Wir sind in diesem Jüngerschaftskurs drin, eigentlich schon darum da, wir fangen wieder Alpha Live an, wo wir wieder merken, das gibt einen riesen Rand. Also die Leute sind offen für das Evangelium. Ja, das ist auch schon aufgrund vom Jahresmotto jetzt so sehr spannend, oder? Nicht wirklich so, das ist ja auch die ICF Conference, ist Send Revival, oder? Das Thema. Und interessant ist ja, dass es so im Kontrast für mich irgendwo steht, für dem, was man jetzt eben gerade im Moment sonst auch manchmal sieht. Oder vielleicht ist es sogar nicht überraschend, dass es so ist, oder? Jetzt, Malmö haben wir alle mitbekommen, mit dem ESC und dem Verrückten, der dort ist abgegangen. Blasphemische Demonstrationen, fast, die dort gelaufen sind. Und du redest von Revival-artigen Sachen, oder? Ja, ich glaube, wir müssen aufstehen. Also wir dürfen nicht mehr einfach den Gring haben, wenn es irgendwo, du hast gesagt, du hast auf Facebook gepostet, oder? Und das ist genau richtig. Wir müssen unsere Stimme jetzt erheben. Für Gott, für Jesus, für sein Reich. Und wir dürfen nicht einfach den Gring haben, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren gemacht hat, wenn bei Via Zeitung ist verrissen worden, haben viele Christen wie in einem Schützengraben den Gring runtergehauen, oder? Und haben Angst gehabt, oh, hoffentlich bricht es wieder nicht. Sondern ich glaube, es ist Zeit, dass wir aufstehen. Und es ist Zeit mehr denn je, dass wir aufstehen, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir wirken, dass wir dort für den Glauben einstehen. Ich bin einmal von einem als Fundi betitelt worden, wo ich eingestanden bin für Jesus als Fundamentalist. Und ich habe ihm gesagt, zum Glück bin ich ein Fundi. Ja, weißt du, das Fundament. Und was hast du dein Fundament? Erzähl mir mal. Und das ist dann gekommen, oder? Das ist wirklich extrem dünn. Und dann merke ich, wir haben den Auftrag von Jesus, wirklich aufzustehen, sagen, jetzt erst recht, auch nach Malmö, jetzt müssen wir erst recht aufstehen und sagen, und ich bete seitdem, dass der ESC nicht auf Bern kommt. Wirklich, also das bete ich doch nicht. Also die Tür und Tor, die wir dem nicht auf, jetzt Bern. Ich glaube, er kommt da nicht zum guten Ja, wahrscheinlich gut, ja.
Ich habe dem Leo gesagt, kannst du hier in Zürich im Hallenstadion, kannst du hier mit ihm, also das stehen wir zusammen, als ganze Schweiz und sagen, wir müssen da jetzt stehen bleiben. Ja. Und ich glaube, das ist das Herz, das von Gott uns will. Und ein Sender heisst, er weckt mich. Und ich glaube, wir müssen jetzt aufstehen und nicht den Ring ziehen, sondern jetzt stehen wir her. Du nickst auf jeden Fall, Chris. Ja, das spricht ja auch an. Ja, genau. Und eben bei dir ja vorhin schon ein bisschen gesagt, eine Form, wo du so wie das zum Ausdruck bringst, oder? Die Glauben ist beim Arbeitsplatz, das andere, was du schon erzählt hast, vorhin das andere eben der Worship. Was bedeutet das dir? Ja, Worship ist für mich wirklich so, meine Beziehung mit Jesus ist wirklich so, ich spüre die meisten wirklich im Worship in. Ich weiss, ein paar Leute gehen vielleicht gerne in die Natur, spüren dort Gott, ein paar sind wirklich voll im Bibel lesen, das ist sicher nicht falsch, gar nicht. Aber für mich ist wirklich der Worship, wirklich die Lieder, das ist meine Verbindung zu Gott. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich glaube, Gott hat uns allen verschiedene Geschenke gegeben oder verschiedene Talente gegeben, aber ich glaube, er hat uns alle kreiert wirklich zum Worshipen. Da haben wir alles gemeinsam, wir sind alle kreiert worden zum Worshipen. Darum es ist unsere Natur zu worshipen. Und darum ich liebe es zu worshipen, ich liebe, den Gott anzubeten. Ja, das ist noch krass. Kommt mir gerade in den Sinn, einmal bin ich in Montreux gesehen auf einer Freddie Mercury Tour, oder? Was der Queen-Sänger oder Freddie Mercury. Dann sind da eine Gruppe 5 Frauen, die sind irgendwie um 60 Jahre gewesen, alle mit dem Freddie Mercury T-Shirt, weißt du, und dann haben sie hier auch Freddie, oder? Und fast Tattoos. Und Freddie. Und etwas will man anbeten. Also etwas will eben, das ist mir dann eingefallen, weißt du? Man will etwas anbeten. Ja, das ist so. Genau. Und du hast, das ist mir dann total rein, du hast eine Predigt gehabt zu diesem Thema, eben auch der Kraft vom Worship, wo hast über die Szene von Paulus und Silas im Gefängnis, Apostelgeschichte 16, erzählt. Und die Szene ist mir nicht mehr aus dem Kopf seitdem, weißt, wie du das gezeigt hast. Also, kann ich vielleicht schnell, ich gebe gerade dir den Ball und ein bisschen ausholen, was die Geschichte ist und was dich fasziniert an der Szene. Ja, also es gibt mega viel, was mich dort fasziniert. Erstens schon mal die zwei, der Paulus und der Silas. Und ich glaube, sie waren zwei völlig unterschiedlich gewesen. Der Paulus, glaube ich, mehr so ein bisschen ein Knüttel auch. Ich glaube, einer war einfach ein bisschen so. Und der Silas, glaube ich, einfach, ja, wo er wahrscheinlich, ich habe so das Gefühl, der Silas hat sicher angefangen zu singen. Also, das steht nicht, aber ich habe das Gefühl, der Silas hat angefangen zu singen. Der Paulus hat ihm wahrscheinlich gesagt, du Silas, jetzt schau mal, wo wir sind, jetzt musst du nicht anfangen zu worshipen. Und der Silas hat angefangen zu singen und irgendwann hat der Paulus wahrscheinlich eingestimmt. Und wirklich so das Ganze, eben, ein Punkt von mir ist wirklich schon, ich glaube, der Teufel hat sich so aufgeregt, hat man die zusammen in die gleiche Zelle gesteckt und nicht einzeln. Und das zeigt schon wieder mal, dass zusammen sind. Ich glaube, wenn der Paulus allein wäre, ich glaube, der hat nie angefangen zu worshipen. Ich habe das Gefühl, der Silas braucht, wir brauchen einander zum Worshipen, darum worshipe ich heute Abend nicht alleine. Ich habe meinen guten Kollegen mitgenommen. Und, ja, und dann das andere, was mich mega berührt, ist auch, das ist für mich so ein schönes Zeichen. Wenn wir worshipen, können manchmal unsere Mauern eingehen, wie sie für Paulus und Silas eingehen, aber auch für unsere Freunde, die Gott vielleicht noch nicht kennen, ihre Mauern einstürzen. Ich liebe das an dieser Geschichte. Sie haben einfach Worship und nicht einfach nur ihre Gefängnistür ist auf, sondern alle anderen sind aufgegangen. Und das finde ich so ein schönes Bild. Weißt du, wirklich so, ja, wenn wir worshipen, es passiert nicht nur in unserem Leben etwas, sondern es kann wirklich die ganze Atmosphäre, alles, was drumherum ist, kann es wirklich verändern. Und das glaube ich wirklich so fest, dass Worship das kann. Ja. Und ein Zitat, das ich auch noch rauspicken kann, das du dann hast gesagt, Dankbarkeit und Angst können nicht gemeinsam existieren. Und man kann nicht singen und sich gleichzeitig Sorgen machen. Also ein bisschen in diesem Stil, gell? Also singen kann das gar nicht. Genau, es gibt wirklich eine Studie, die habe ich gefunden und die habe ich durchgelesen. Ich bin mega fasziniert. Aber das wirklich Angst und Dankbarkeit, die können nicht zusammen existieren. Darum, wenn wir wirklich so mit einer Dankbarkeit, eben so wie der Paulus und Silas, wenn man dort drinnen mit einer Dankbarkeit Lobpreis machen, die Angst, die kann gar nicht mehr existieren, die muss weichen. Das finde ich so ein schönes Bild. Ja, yes, super. Hey, wir wollen noch kurz ein bisschen einen Ausblick machen, was bei euch ansteht. 25 Jahre ICF Bern. Wir haben den nächsten Sommer die 25-Jährigen auf dem Gurten mit LiveNet. Und ihr, wie feiert ihr? Was erwartet ihr, Kleusel? Also wir feiern 2 Tage, am 19. und 20. Oktober, am 19. mit Worship Night, wo ICF Zürich kommt und unsere Worship Band und wir zusammen wollen Gott Danke sagen. Und das ganze Motto steht unter Awesome God. Also wir haben wirklich in diesen 25 Jahren immer so viel Wunder erlebt mit Gott. Er hat durch uns mega viel Wunder gemacht im Leben von Menschen.
wo ich einfach nur staunen kann. Und die Dankbarkeit, die wir dann wirklich so zum Ausdruck bringen, «We have an awesome God», oder der Song von Michael W. Smith. Ja. Das ist so das ganze Motto. Und am Sonntagmorgen wollen wir dann zusammen feiern, zurückschauen, vorschauen. Und wir haben ja die Vision, dass wir Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und die Gesellschaft positiv prägen. Und das haben wir wirklich auch die nächsten 25 Jahre machen. Yes. Und jetzt frage ich auch noch, wenn ihr da schon so in unserem Leuenfest eben mit dabei seid und so mega einen coolen Teil dazu beitragen, was würdet ihr jetzt uns noch so ein bisschen mitgeben, grußwortartig? Was sagt man auch? Hast du noch ein liebes Wort, oder? Wir werden erst 25 oder keine Ahnung, carte blanche, was ist, geht dir noch durch den Kopf? Sonst gleich. Also ich liebe eure Arbeit von LiveNet und ihr seid eine Stimme in dieser Schweiz, die nicht vermisst werden. Also die bringen das raus, den christlichen Glauben, das Fundament, wo leider in vielen Zeitungen oder in vielen Schulen, überall, geht es immer mehr zurück. Und ich möchte euch Mut machen. Wirklich mutig sein, und finde das Leuenfest so gut. Und auch Leu für die Zukunft, das ist so ein gutes Bild, dass ihr mutig seid, nicht zurückzustrecken und zu sagen, wir bringen die gute Nachricht. Egal, ob jetzt da ein Shitstorm entsteht oder ob dies oder jenes entsteht, wir stehen für das Evangelium ein, wir stehen für Jesus ein. Und das müssen wir in die ganze Schweiz austragen. Und da bin ich so dankbar, dass ihr das macht. Auch dir, wo du den Mut hast, das voranzutreiben, neue Wege zu gehen, neue Sachen zu machen. Und ich wünsche euch wirklich Gottes Segen für die nächsten 26 Jahre. Cool, danke, merci gleichfalls. Natürlich, bei euch auch. Merci vielmals. Ich bin auch so dankbar für all die Pastoren, die zu den Schäfchen schauen, oder sozusagen werden. Doch Bauern. Hey, genau, und bei dir, Chris? Ja, ich glaube, der Klaus hat es schon mega schön gesagt. Ich habe mal ein Buch gelesen und dort ist drin gestanden, und das hätte ich euch mitgegeben, dort ist drin gestanden, hey, mit Gott ist nichts unmöglich und wir sollen wirklich gross träumen mit ihm. Und dann ist da drin gestanden, wenn dein Traum dir nicht Angst macht, dann ist er zu wenig gross. Und das finde ich mega ein gutes Ding, wirklich, dass ihr das mitnehmen, hey, träumt gross, habt grosse Träume mit Gott. Und er muss nicht Angst machen, der Traum. Und er muss nur möglich sein mit Gott und dann kommt es gut. Cool. Danke vielmals für das Gespräch. Merci, dass ihr heute Abend einfach Teil seid von diesem Leuenfest. Merci für die Einladung. Danke. Ja, merci. Applaus für die beiden mutigen Leute hier aus Bern.